Hey, komm, wir nehmen doch uns schnell einen Moment Zeit, wo wir einfach noch Gott einladen. Ist das gut? Und vielleicht macht jeder noch schnell auch sein Gebet, was er heute wünscht, wo er heute auch eine Begegnung vielleicht braucht. Jesus, wir sind da wegen dir. Und danke dürfen wir wissen am Anfang von so einem Abend, dass du genau die Portion parat hast, die wir brauchen. Ja, danke, Jesus, bewegst du unsere Herzen. Und dürfen wir uns wirklich auf dich konzentrieren und auf dich fokussieren. Und machst du heute und jetzt und heute am Abend einfach noch die Wunder, wo wir uns danach sehnen. Jesus, wir ehren dich für den heutigen Abend, dass wir überhaupt da sein dürfen, dich preisen, etwas hören, das unser Herz erquickt, ermutigt, vorwärts bringt in der Gemeinschaft mit dir. Ich freue mich auf das, was du parat hast, Heiliger Geist, für uns alle zusammen heute. Amen. Amen. Hey, Bruder Dominik, Bruder Klaus Gebet, als ich das Gebetsbuch gesehen habe und die verschiedenen Themen, habe ich gewusst, von Anfang an habe ich gewusst, die Idee von dir, das Gebet von dir zu hören, das wäre riesig. Und jetzt wirklich, auf den Abend habe ich mich gefreut. Und wir haben heute so etwas gemacht, so eine Preacher's Night. Das heisst, wir haben richtig ausgiebig am Dominik Zeit gegeben. Es Leute bei uns im 20 immer wieder gibt, die sagen, es ist mega cool, viele verschiedene Sachen, aber es ist auch mal cool, so intensiv in ein Thema reinzugehen. Und heute werden wir das machen mit dem Dominik Hab und ich freue mich riesig. Gott hat viel parat. Let's take us. Amen, Amen. Danke. Auch mich freut es. Genug Zeit. Halleluja. Das Bruder Klaus Gebet heute über den Bruder Klaus, über den Niklaus vom Flüe, wenn wir miteinander reden. Ich weiss nicht, wem der Name etwas sagt. Vielleicht verstehst du völlig Bahnhof. Dann wirst du heute Abend rauslaufen und mehr wissen über den Mann, der für mich jetzt auch gerade noch mal auf die Vorbereitung. Ich habe schon Bücher gelesen über sein Leben, aber jetzt in der Vorbereitung auf das Bruder Klaus Gebet habe ich mich noch mal intensiv auseinandergesetzt mit seinem Leben, verschiedene Dokumentationen gelost und gelesen und geschaut über das Leben, das eigentlich sehr gut historisch auch dokumentiert ist für die Schweizer Geschichte. Er ist ja ein Nationalheiliger von der Schweiz. Er hat gelebt im 14. Jahrhundert. Also er ist geboren 1417, vor 3 Jahren, also im 2017, hat man ja das 600-Jahr-Jubiläum gefeiert von dem Bruder Klaus. Und du wirst noch merken, jetzt in dem Verlauf von dem Abend, wie wichtig der Mann war, nicht nur für die Schweiz, allgemein für den Frieden von Europa. Und ich glaube, es lohnt sich heute einmal ein bisschen anzuhören und anzuschauen, was der Mann genau ausgemacht hat. Und dann natürlich auch das Gebet, wenn wir noch miteinander anschauen, wo ein einfaches Gebet ist. Du hast ja Kärtchen auf deinem Stuhl gehabt, dort wo du sitzt, wo du schon mal ein bisschen reinschauen kannst, was er denn da für ein Gebet aufgeschrieben hat. Man sagt davon, er hat das Gebet wirklich täglich immer und immer wieder gebetet. Zum Anfang, jetzt in der Start will ich ein bisschen von diesem Leben erzählen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich noch mal ganz neu begeistert von dem Mann, wo vielleicht auch, weil er in einer, gut, ich meine im 14. Jahrhundert hat es fast nur Bauern gegeben und das ist die Übermacht gewesen, nicht so wie heute. Heute sind wir fast in der Unterzahl, aber dort ist das eigentlich normal gewesen. Er, dann Niklaus vom Flüe, hat sich erst dann später Bruder Klaus genannt. Ich habe noch ein Foto gefunden, oder besser gesagt ein Bild, das gemalt wurde ist von ihm. Er ist geboren im Kanton Obwalden, also das war damals Unterwalden, ist dort in eine Bauernfamilie eingeboren worden, 1417. Man weiss nicht genau, an welchem Datum dass er geboren worden ist. Man weiss nur, dass er gestorben ist am 21. März im 1487. Und es ist lustig, er ist geboren in eine Bauernfamilie nie. Und du musst wissen, in dieser Zeit, in dem 14. Jahrhundert, ist es normal gewesen, dass Menschen Analphabeten waren, dass sie nicht lesen und nicht schreiben konnten. Also, wenn du irgendwo eine Ausbildung genossen hast, dass du lesen beziehungsweise etwas aufschreiben, dann ist das schon eine riesige Sache gewesen. Aber er ist als Analphabet, er ist aufgewachsen in dieser Bauernfamilie und man weiss von ihm auf historischen Überbringungen
Sachen, die aufgeschrieben worden sind. Er war ein ruhiges Kind gewesen, hat sich gerne in die Stille zurückgezogen, ist gerne allein gewesen. Ich kenne das nicht bei meinen Kindern. Also ich habe meinen Caleb dabei heute. Er will am liebsten da rundherum rennen. Ihm ist das nicht so angenehm, rumzuhocken. Du weisst, ich habe am Mittwoch noch ein Geburtstagsfest von meiner zweitältesten Tochter mit 7 Kindern. Dann bist du einfach geredet nach einem Mittwochnachmittag. Und da hat es auch ein Kind gehabt. So nach einer Stunde ist es ihm zu viel geworden. Er sagt, du, kann ich einfach ein bisschen ins Zimmer ruhen? Dann ist sie einfach ins Zimmer. Du hast gemerkt, es gibt auch Kinder, die gerne, wenn es einfach ein bisschen ruhig ist. Meine gehören nicht dazu. Der Bruder Klaus war so einer gewesen. Er ist gern, einfach hat sich zurückgezogen, ist gerne allein gewesen. Und du musst wissen, die Schweizer an noch dazumals, also die Schweiz, man sagt dem, die Eidgenossenschaft, da sind noch nicht all die Kantone dabei gewesen. Da hat es Städtekantone gegeben, das ist Bern, Zürich und Luzern gewesen. Und dann hat es noch die Landkantone gegeben, das ist Uri, Schweiz und Unterwalden gewesen, Glarus und Zug. Die Eidgenossenschaft hat aus diesen Kantonen bestanden. Alle anderen Kantone sind noch nicht dabei gewesen. Und die Schweizer sind bekannt gewesen als richtig gutes Kriegervolk, als Söldner. Also verschiedene Leute im Umkreis von dieser Eidgenossen haben sich an dieser Kraft von diesen Schweizer Männern annehmen, haben sie angestellt als Söldner, als Krieger für ihre Zwecke, für ihre Kriege. Und für die Schweizer Bauern war das normal gewesen, dass man an diesen Kriegen mitgemacht hat. Das war ein guter Nebenverdienst gewesen. Man hat so, die Heime hat man gebaut, hat seine Familie versorgt und auswärts ist man dann ein bisschen auf den Putz hauen und hat an diesen Kriegen teilgenommen. Und es ist ja so, wenn ein Mann in dieser Zeit geheiratet hat, dann ist er nicht mehr in den Krieg gegangen. Auch der Bruder Klaus hat geheiratet, zwar relativ spät, erst mit 30. Voran ist er auch als Offizier, hat er zum Beispiel an dem Zürichkrieg teilgenommen, an verschiedenen Kriegen teilgenommen, obwohl er nicht unbedingt ein Fan war, dass man mit Gewalt Sachen zurechtbügen, sondern er ist moralisch, schon so von klein auf hat er eine Moral gehabt in seinem Herz, wo nachher später in seinem Leben auch noch klar aufgezeigt wird. Wir kommen noch auf das zurück. Aber er war auch in diesem Krieg Offizier, hat dort gekämpft, ist dann heimgekommen, hat seine Dorothea geheiratet. Sie war 15, er 30. Sie hatten 10 Kinder. Also das war dort normal. Da musst du jetzt nicht irgendwie zurückschrecken. Ich habe vor 2 Wochen mit einem Freund, Josias, Betonplatte bei mir betoniert. Er erwartet 6. Und wenn du mit denen redest und dann einer schon 6 Kinder in der heutigen Zeit, dann ist es schon fast etwas Außergewöhnliches. Dort war es deine Altersvorsorge, oder? Heute zahlen wir ein. Dort hast du einfach 10 Kinder gehabt, damit im Alter für dich gesorgt worden ist. Und er hat dort, die Kinder grossgezogen, sie hatten den Bauernhof gehabt und er war angesehen bei seinen Nachbarn. Er ist auch sehr mit Gott, hat ihn gesegnet mit einer Schleue, einer Bauernschleue, einem guten Verstand, weil er ist auch dort anschliessend, mit 35, 40, ist er in die Politik hineingekommen dort. Er hat ein Richteramt inne gehabt dort in Unterwalden. Er hat an verschiedenen politischen Ämtern teilgenommen. Die Leute haben ihn extrem geachtet. Also man kann sagen, ihnen ist es gut gegangen auf dem Hof, sie haben genug zu essen gehabt. Er hat Einfluss gehabt bei den Menschen, hat ihnen Rat gegeben, hat als Richter gearbeitet. Man muss es so sagen, das Amt vom Richter ist ihm von Jahr für Jahr eine grössere Last geworden, weil in dieser Zeit hat man gern die Urteile gekauft. Ich glaube, heute ist es manchmal auch noch so, aber dort hat Korruption hat's dort schon gegeben, im 14. Jahrhundert. Leute haben sich eingekauft, zum Beispiel bei der Eidgenossenschaft, haben Geld gegeben, damit sie beschützt worden sind von diesen Kantonen. Und der Bruder Klaus hat mit dem immer mehr ein Problem gehabt mit seinem moralischen Herzen. Er hat gesagt, ich kann da wirklich, es fällt mir schwer, da noch dabei zu sein. Und du musst dir vorstellen, in diesen ganzen Jahren, wo er Bauer war, wo er in diesem Amt war, hat er immer ein Riesen in seinem Herz, ganz dem Gott hingewendet zu sein. Wir lesen von Überlieferungen, dass sein ältester Sohn einmal gesagt hat, ich bin nie verwacht in der Nacht, aber wenn ich verwacht bin und aufgestanden bin, ist mein Vater immer drinnen in der Stube neben dem Ofen am Betten. Ich habe ihn nie gesehen schlafen. Er war immer am Betten.
Und der Bruder Klaus, der Niklas von früher, der hat ein Reissen nach dem Gott. Da war etwas in ihm innen, wo er sich gewünscht hat, ganz für den Gott da zu sein. Und jetzt musst du dir vorstellen, das Reissen ist immer stärker geworden. Und er hat mit seiner Frau Dorothea darüber geredet und hat gesagt, hey, wie wär's, wenn ich mein Leben ganz für Gott widme, wenn ich ausziehen und als Eremit, das heisst als einer, der mit nichts lebt, nur für seinen Gott lebt, abgeschieden, als Einsiedler, wie wäre das? Und sie haben gerungen, du musst dir vorstellen, da war eine grosse Familie. Da war eine grosse Familie, die unglaublich angewiesen war auf den Vater. Und sie haben immer wieder gekämpft, geredet, diskutiert, gebetet. Und die Dorothea hat den Prozess durchmachen. Und sie hat ihm sogar selber den Eremitenrock, so einen Rock gemacht, geschneidert, als Zeichen, wenn es dich wirklich zieht, wenn du wirklich da nicht glücklich wirst in dieser Familie und willst ausziehen und dem Gott dienen, dann lasse ich dich gehen. Und das müsst ihr euch vorstellen. Am 1467, als er 50 war, im Oktober, hat sie ihm den Mantel angelegt. Und er hat gesagt, ich gebe dich frei. Gang und dien dem Gott. Sein ältester Sohn war schon 20. Es war nicht so, dass er einfach davon gesäckelt ist und gesagt hat, nach mir die Sintflut, schaut selber. Er hat alles geregelt. Seine Söhne haben geschaut für die Familie, für die Kinder und trotzdem ein riesen Schritt. Die Nachbarn haben es nicht verstanden. Und er ist gegangen, hat sich aufgemacht als Pilger. Er dachte, ich gehe ins Elsass, ich will dort ein paar von diesen Eremiten besuchen und dort von ihnen lernen. Und er hat sich aufgemacht und ist gelaufen über Honeri bis nach Basel, Liestal. Und als er in Liestal ankommt, hat er eine Vision und er sieht die Stadt, wie sie brennt und es brennt in seinem Herz und er weiss nicht, hey, habe ich überhaupt das Richtige gemacht? Ich habe meine ganze Familie verlassen. Das war ein riesen Schritt. Die Leute haben die Heime geredet. Du, der lässt seine ganze Familie hinten dran. Für irgend, weiss auch nicht, der will seinem Gott dienen. Und dann trifft er auf einen Bauer an einem Abend dort und er erzählt dem Bauer seine Not und sagt seinen Wunsch, wie er seinem Gott dienen will. Und wir lesen in der Überlieferung, der Bauer hat nicht so grosses Gehör gehabt und hat gesagt, hey, du gehörst nicht da. Gang zurück. Gang zurück. Das Flüeli. Gang zurück nach Obwalden zu deiner Familie. Dort gehörst du an. Und dann ist es ihm wie ein 20er runter und er hat gemerkt, ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Und er hat sich aufgemacht, der Retourweg. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du gehst und dann kommst du wieder zurück. Und er denkt, so, jetzt kommt er wieder. Und dann hat er eine Vision gehabt, wie Gott ihm gezeigt hat, in diesem Flüeli-Rampf drinnen, wo er soll seinem Gott dienen. Das ist ein paar Minuten von seinem Haus weg, wo er gewohnt hat mit seiner Familie. Also du musst dir vorstellen, meine Familie ist da oben und du laufst 5 Minuten in das Flüeli-Rampf runter, Melcha, der Fluss, der dort unten durchgeht. Ich habe noch ein Bild mitgebracht von der Kapelle, wo man auch die Klausen sieht. Zuerst war nur die Klausen dort unten, wo sie das Hütchen gebaut haben, wo er drinnen gelebt hat. Die Lichtstrahl in dieser Vision ist das Flüeli-Rampf, aber er gewusst, ich muss dort unten meinem Gott dienen. Und dort unten haben ihm die Freunde die Klausen gebaut und sie haben dann nachher die Kapelle dazu gebaut. Und der Bruder Klaus ist dort unten 20 Jahre lang unter einfachsten Verhältnissen hat er dort unten gelebt. Und nicht einfach am Abend wieder ein bisschen rauf und heim und wieder runter, sondern dort unten hat er seinem Gott dient. Jetzt musst du dir vorstellen, er war ein Analphabet. Der hat nicht schreiben, nicht lesen. Aber er hat gesagt, ich will meinem Gott dienen. Und wenn du das mal die Möglichkeit hast, in den Flüeli-Rampf zu gehen, in die Klausen, dann siehst du, er war nicht abgeschieden, sondern er hat ein Fenster gehabt, wo er in die Kapelle hineinschauen konnte, auf den Altar, wo er teilnehmen konnte an der Messe. Und ein zweites Fenster hat rausgezeigt auf den Vorplatz, wo auch geschichtlich überliefert ist, Tausende von Menschen gekommen sind mit ihren Nöten und ihren Sorgen und ihren Fragen und ihren Krankheiten und der Bruder Klaus für alle Menschen da war. Und immer ein Wort von der Ermutigung gehabt hat.
Und das ist für mich unglaublich, wenn ich denke, dass der Mann sich aufgemacht hat und dort unten sich niedergelassen hat und ganz für seinen Gott sein. Wir lesen aus ganz guten, klaren, historischen, kritisch-historischen Quellen, dass er 20 Jahre lang dort unten gelebt hat, ohne Essen und Trinken. Da gehen schon die Alarmglocken und sagen, ja, das kann ja gar nicht sein. Ich habe verschiedene Dokumentationen über das gelesen, das ist sehr interessant, auch von nichtgläubigen Leuten. Und sie sagen, kritisch-historisch ist das viel, viel besser beleidigt als ganz, ganz vieles, was wir aus der Weltgeschichte glauben, was uns überliefert ist, weil man hunderte von Schriftzeugen hat, die das beleidigt haben. Man hat sogar aus Konstanz ganze Gesandtschaften gehabt, die vom Papst höchstpersönlich geschickt worden sind, um zu schauen, ob der Bruder Klaus nicht so ein Scharlatan ist und am Abend Dorothea noch runtergeschlichen ist und ihm noch ein Brötchen untergeschoben hat oder so. Und ich sage dir, das ist gewaltig, weil der Mann eine Gemeinschaft gehabt mit dem Gott, wo er genährt war von innen raus. Von dieser Herrlichkeit von Gott, dass er 20 Jahre lang ohne Essen und ohne Trinken ist. Und das ist lustig, ich habe so einen Historiker, habe ich gelesen, der hat er in seinem Interview müssen sagen, es ist ganz klar überliefert, wir können es nicht verneinen, aber wenn Sie mich nach rationellen Antworten fragen, habe ich Ihnen keine. Versteht ihr? Das ist eben herrlich. Das nennt man übernatürlich natürlich. Aber der Bruder Klaus ist in dieser Klause nicht vegetiert. Der ist nicht einfach irgendwo ein bisschen rumgelegen und hat sich ein bisschen dahin gesucht. Der Mann hat Leben gehabt. Der Mann hat Klarheit gehabt. Der Mann hat Weisheit gehabt. Und wie wichtig das war für die Schweiz, das lesen wir. Das lesen wir in verschiedenen Überlieferungen. Wir lesen von dem Stanzenverkommnis. Ich will euch das erklären. Im 1476, ganz am Ende von seinem Leben war. Ich muss kurz ausholen, damit ihr versteht, wie wichtig das war. Die Schweizer, die Kantone, die ich vorhin aufgezählt habe, die sind in den Krieg gezogen für den französischen König gegen Burgund. Das ist oben am Frankreich, beim Elsass drauf. Der Burgunderkönig war sehr, sehr reich gewesen. Und die Schweizer, versteht ihr, das war ein Grenadier und sein Sohn, die sind dort angegangen. Und die haben Burgund geschlagen. Das sind 3 Schlachten gewesen, die Hauptschlacht dort in Murten. Sie haben den Burgunderkönig geschlagen und eine riesige Beute geholt. Viel Gold, viel Schätze, die sie geholt haben. Und jetzt ist es darum gegangen, die Schätze zu verteilen. Und das war ein Problem. Wenn es um Geld geht, dann ist immer ein Problem. Was war das Problem? Die Städtekantone Luzern, Zürich, Bern haben gesagt, ja, wir haben am meisten Leute gebracht. Zürich hat gesagt, wir haben 2000 Krieger geschickt in den Murtenkrieg. Klar kommen wir am meisten über. Und die Landkantone haben gesagt, ja, nein, das muss gerecht aufgeteilt werden. Wir, Glarus, Zug, Unterwald, Schweiz, Uri, wir haben auch Leute gebracht. Das muss ehrlich aufgeteilt werden. Und sie haben hin und her diskutiert. Und die Städtekantone haben gesagt, wir wollen die Eidgenossenschaft auch noch Solothurn und Fribourg aufnehmen. Warum? Die beiden haben auch mitgeholfen. Die haben noch nicht zu der Eidgenossenschaft gehört. Die haben auch mitgeholfen, den Sieg zu erringen gegen die Burgunder, für den König von Frankreich. Und sie haben hin und her diskutiert. Die Landkantone haben natürlich nicht wollen, dass die Städtekantone auch noch in die Eidgenossenschaft kommen und auch noch die Hohlhand machen. Und so ist das hin und her gegangen. Die ganze Eidgenossenschaft, 200 Jahre nachdem, dass sie gegründet worden ist, auf der Kippe, dass die Schweiz nicht geben würde, wie es heute ist. Und wir lesen, dass der Pfarrer von Stanz, der Heimo Amgrund, der ist auch bei dem Stanzenverkommnis, bei diesen Diskussionen, die ausgeartet sind, dabei gewesen. Und ihm ist plötzlich in den Sinn gekommen, ich muss zu dem Bruder Klaus gehen. Und er ist gerannt in das Flüeli rampft runter. Und er hat gesagt, Klaus, es läuft nicht gut. Wir sind am Diskutieren. Die Eidgenossenschaft steht auf dem Spiel. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Der Bruder Klaus hat am Heimo gesagt, lass uns runterknündeln, wir müssen beten.
Und sie haben gebetet zusammen und er hat ihm einen Rat mitgegeben. Und man weiss den Rat nicht, aber der Heimo Angro, der Pfarrer von Stanz, ist zurück in das verstrittene Stanzien, wo die Kantone miteinander gerungen haben, wer jetzt Recht hat, wer mehr Geld bekommt, wie und was. Und es ist gestanden, wo der Heimo Angro mit dem Rat vom Klaus gekommen ist. Und da ist dann nicht nur der Rat gekommen, sondern es wäre gewesen, wie der Bruder Klaus zmitzt in dem Ratssaal gewesen wäre mit seiner geistlichen Autorität. Und es heisst, innerhalb von einer Stunde sind sie zu einer Einigung gekommen. Und es ist Frieden eingekehrt. Versteht ihr? Das ist richtig kraftvoll. Ein Analphabet, jemand, der nicht lesen konnte, Gemeinschaft mit Gott hatte, hat ein Wort von der Weisheit gehabt, wo das Geschick von der ganzen Schweiz wieder gekehrt hat und gemacht hat, dass die Schweiz so geben darf, wie sie heute gibt. Und ich bin so dankbar für den Stern, der Bruder Klaus, der so ein Stern ist vom Mitgefühl, vom Friedensstiften, von Weisheit, von Wunderrat, wie Jesus ist, so ein Abbild und das Glanz von einem Leben, das sich aufgegeben hat für den Gott, wo eins war mit dem Gott. Und ich habe ein Bild mitgebracht von dem bekannten Rat, das Bruder Klaus Rat. Wir haben das da auf der Seite. Jetzt musst du dir vorstellen, er hat gesagt, 20 Jahre, das ist meine Bibel. Das ist das Einzige, was er lesen konnte. Das Rat, wo in der Mitte Jesus ist, wo in der Mitte ist Gott. Der Anfang und das Ende von allem. Und von ihm geht alles Leben aus. Der äußere Kreis, die Erde. Von ihm lebt alles. Und die ganze Schöpfung sehnt sich wieder danach, den Pfeil gegen ihn, wieder zurückzukommen und eins zu werden mit dem Schöpfer und Frieden finden für immer. Und mit dem hat er, versteht ihr? Der hat nicht seine Andachtsbibel dabei gehabt. Der hat nicht seine Playlist ab da und er denkt, jetzt mache ich meine Worship-Playlist hier. Der ist 20 Jahre in dem Kämmerli. Gang mal dort runter. Gang ins Flüeli Rampft. Gang in die Kapellen hier, stand in die Klausen hier und schau, wie es dort ausgesehen hat. 20 Jahre. Und x Gesandtschaften von Italien, von überall sind gekommen, um Rat überzukommen von dem Mann, der ein Friedensstifter war in seiner Generation. Das ist doch gewaltig. Das ist wie nochmal etwas für uns. Wenn wir das Bruder Klaus Gebet lesen, dann ist das nicht einfach ein Gebet, das oberflächlich ist, sondern das kommt aus einem schreienden Herz, wo mit 50 sich nochmal, wo im 50 nochmal der Schrei gekommen ist. Ich mache einen Schritt. Ich mache einen Schritt auf den Gott zu. Ich weiss nicht, das ist eine Ermutigung für uns alle zusammen. Der Mann, der Niklaus von früher, der Bruder Klaus. Wenn dich das Leben jetzt ein bisschen gewundert gemacht hat, dann gibt es ganz, ganz viel gute Literatur über ihn. Zum Beispiel der Gary Keller von der Stiftung Schleife hat ein super Buch geschrieben, ein schönes Büchlein. Jesus Christus sei euer Gruß. Über das Leben vom Bruder Klaus. Über all seine Visionen, die er hatte. Kauf dir das Büchlein, lies dir das. Ich sage dir, es ist so reich. Es wird dich so segnen. Weil das Leben ist etwas, wo man, verstehst du, da geht es nicht um eine Heiligenverehrung. Er ist im Katholischen auch als Heiliger verehrt worden. Und das ist auch, ich habe kein Problem mit dem. Ich habe kein Problem, weil den Mann dürfen wir ehren. Wir beten den Mann nicht an. Aber wir können etwas lernen von dem Mann, der in dieser Einfachheit seinem Gott dient hat. In unserer busy Gesellschaft, wo alles drunter und drüber geht, ist es immer wieder gut, solche Schläge zu hören. Das ist wie so ein Donnerschlag auf den Boden, der sagt, hey, runterfahren, hineinschauen, das Rad anschauen. Jesus Christus, der Mittelpunkt von meinem Leben. Das Gebet habt ihr ja auf eurem Stuhl. Ich will das mal kurz vorlesen. Da heißt es, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott,
Gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das sind so starke Worte. Wenn du das Gebet anschaust, kannst du das eigentlich in 3 Teile unterteilen. Er fängt an mit: Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Ich weiss nicht, wenn ich das Gebet lese, ist es ein richtig mutiges Gebet. Also das Gebet ist wirklich mutig. Weil ich weiss, ich kenne viele Sachen, die ich eigentlich noch gerne habe in meinem Leben, die mich vielleicht immer wieder hindern in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit dem Jesus, der in mir wohnt, vorwärts zu gehen. Aber wenn wir im Hebräer 12,1 lesen, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Verstehst du? Heute ist der Tag, wo wir das, was uns hindert, ablegen wollen. Ich will das Gebet können immer wieder säuferlich und sorgfältig beten und sagen: Herr, nimm das, was mich hindert, zu dir. Verstehst du? Sünde führt immer in den Tod. Sünde fühlt sich nicht immer schlecht an. Die Bibel redet von den lasting pleasures of sin. Die Sünde kann im ersten Moment sich gut anfühlen. Aber das, was daraus rauskommt, ist immer Zerstörung und Tod. Und darum sage ich: Heiliger Geist, bitte, nimm alles, was mich hindert, in Gemeinschaft mit dir. Weil was bedeutet, in Gemeinschaft mit ihm zu sein? Bedeutet, in Gerechtigkeit innen zu sein, in Freude, in Hoffnung, in ewiger Freude zu sein. Im Psalm 139 sagt der König David so im 23. Vers, 23 und 24: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also das ist mutig. Ich meine, ich weiss, was manchmal durch meinen Kopf durchgeht. Aber mein Gott weiss es noch, bevor es mir durch meinen Kopf durchgeht. Und ich sage: Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Das ist eine gute Botschaft. Jesus, du kennst meine Gedanken, du weißt, was mich hindert. Zeig es mir auf. Zeig mir, wenn ich einen falschen Weg gehe. Hey, das ist mein Gebet, das soll dies und mein Gebet sein. Nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Wenn ich einen falschen Weg gehe, dann bitte zeig mir es. Ich will nicht ins Verderben laufen. Und vielleicht bist du im Verderben, du laufst ins Verderben zu und du weisst es und du willst eigentlich gar noch nicht umkehren. Und du denkst: ja, aber eigentlich will ich gar nicht umkehren, aber ich weiss, es bringt mich ins Verderben. Dann sag deinem Gott das. Sag: schau mal, ich komme nicht aus dem raus. Eigentlich, ich will gar nicht umkehren. Ich weiss, es bringt mich ins Verderben. Schenk mir Gnade, hilf mir. Weil das brauchen wir auch. Wir sind nicht der immer das Ruder rumreißt, sondern er ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Wir wollen auf ihn vertrauen, dass er uns hilft. Das ist so wichtig. Im zweiten Teil vom Gebet heißt es: Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Ich meine, schon wie er ihn anspricht: Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Nicht zuerst der Gott von nebendran, der Gott von der Kirche, der Gott von dieser Denomination, sondern mein Gott. Verstehst du? Zuerst muss er dein Gott werden. Das ist alles okay, wenn er ein Gott von einer Denomination ist, und das ist ja gar nichts schlecht. Aber zuallererst ist er dein Gott und dein Herr. Und erst dann gehen wir weiter in die Denominationen. Das ist alles okay. Verstehst du? Ich habe kein Problem mit dem, aber im Himmel oben werden wir mal nicht Denominationen haben. Einfach, dass ihr es gerade wisst. Im Himmel oben werden wir nur mein Herr und mein Gott haben. Sein Wort, das die Wahrheit ist. Jesus selber, der sagt: Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das Alpha und Omega. Gib alles mir, was mich führt zu dir. Philipper 2,13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch genial.
Er ist, Gott bewirkt in euch den Wunsch. Hey, ich weiss, oft bin ich an Sachen gewesen, wo ich gekämpft habe, wo ich keinen Durchbruch gesehen habe. Ich habe Gott gesagt, Gott, bitte hilf mir, ich weiss nicht, wie da raus. Ich weiss es nicht, schenk Gnade. Er ist der, der mir den Wunsch gibt. Er ist der, der mir seine Güte zeigt. Im Römerbrief heisst, seine Güte führt mich zur Umkehr. Nicht Angst vor einem richtenden Gott. Nicht Angst vor einem Gott, der mich in die Pfanne haut, weil ich es verbockt habe. Sondern ein Gott, der mich lockt mit unaussprechlicher Freude. Hey, der Bruder Klaus, warum? Was meinst du, ist der Jahr und Tag in dieser Klause gehockt, bis er am 21. März auf dem Boden von seiner Klause gestorben ist? Weil er eine Freude hatte in dieser Gemeinschaft mit dem Gott sein. Nicht, weil es für ihn ein Müssen war. Nicht, weil er dachte, ich müsste jetzt meinem Gott dienen. Sondern weil er gewusst hat, ich werde nur dort wirklich ganz, wenn ich mein Herz ganz meinem Gott gebe. Apostelgeschichte 17, 25, einer von meinen absoluten Lieblingsversen, wo auch da dazu so gut passt, heisst, er redet da von Gott selber, er braucht keine Hilfe vom Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Versteht ihr, da habt ihr die Antwort, warum der Mann 20 Jahre nichts gegessen hat. Entweder ist Jesus gut genug oder nicht. Und verstehst du, ich sage nicht, du musst 20 Jahre nichts essen, aber das ist wie nochmal, ist wie ein Thesenschlag an eine Wand an, um zu sagen, hey Leute, im Fall einer Woche ohne Facebook ist möglich. Nein, ich sag's mir selber. Hey, einmal eine Woche ohne Nattel, it's possible. Da hat ein Mann 20 Jahre ohne Nahrung gelebt, weil sein Gott genug war für sein Leben. Das ist so kraftvoll, das müssen wir hören. Das muss keine Anklage geben in unserem Herz, das muss merken. Hey, das ist wahr. Ich meine, er gibt allem, was ist, Leben und Atem. Er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Es ist nicht schön zu wissen, einen Gott zu haben, der unsere Bedürfnisse kennt und der die gern stillt. Könnte es nicht sein, dass wir unsere Bedürfnisse oft an einem falschen Ort probieren zu stillen? Ich weiss nicht, wo es ist. Ist es auf den sozialen Medien? Ist es in irgendwelchen Drogen? Ist es im Aussehen? Ist es in der Sexualität? Wo wollen wir unsere Bedürfnisse stillen, unsere Leere? Aber ich kann dir eins sagen. Ich habe in meinem Leben schon an ganz, ganz vielen Orten probiert, meine Bedürfnisse zu stillen. An ganz vielen Orten, die nicht gesund sind. Und ich bin immer noch an Orten dran, wo ich merke, wo es nicht gesund ist. Aber wenn ich etwas gelernt habe, in diesen Jahren, wo ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin, dann ist es, wenn man innehaltet und das Rad anschaut und merkt, der Gott in mir, die Hoffnung von der Herrlichkeit, stillt alle meine Bedürfnisse, dass das die absolute Wahrheit ist. Und nur dort findest du dich, such dich nicht irgendwo mit aussen in der Welt, irgendwo. Du findest dich nur in Christus, weil er hat dich gemacht. Du kommst aus ihm. Verstehst du? Kolosser heisst, alles wurde durch ihn und für ihn erschaffen. Und weil er dich erschaffen hat, wirst du auch nur ankommen bei ihm. Ich habe immer Freude, wenn ich die 20-Jährigen sehe, die auf Weltreisen gehen. Ich suche mich jetzt, dann kommen sie heim, dann sind sie immer noch am Suchen. Geh auf Weltreise, jetzt all gut, aber such dich nicht auf dieser Weltreise. Such dich in Christus. Dann kannst du nämlich schon gefunden auf dieser Weltreise. That's a good word right there. Amen. Und den kannst du aufschreiben. Amen. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Der letzte Teil von dem Gebet. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ich weiss noch, die ersten 1-2 Jahre, als ich zum Glauben gekommen bin an Jesus, hat es immer die Zeiten gegeben, in der Nacht, wo ich zum Teil nicht schlafen konnte und wenn ich auf unseren Estrich rausgegangen bin, um zu beten, hatte ich den Wunsch gehabt, bitte mach aus meinem Leben etwas, das dir Ehre gibt. Verstehst du? In meinem Leben geht es nicht darum, dass der Dominik Hab gross rauskommt. Das ist mir eigentlich scheissegal. Um ganz ehrlich zu sein. Sondern, dass Christus gross wird.
Warum lebe ich diese Familie? Warum investiere ich in eine Kirche, in Menschen? Warum investiere ich mein Leben in einen Hof? Nicht, dass ich gross rauskomme, sondern dass Christus gesehen wird. Dass Christus, dass wir sehen können, dass er gut ist, dass er es gut meint mit den Menschen. Das ist unser Auftrag, egal wo du bist, was du machst. Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Verschenk dich dem Gott heute Abend. Verstehst du, das ist die einzige Response auf die Liebe von ihm ist, dass wir ihm uns verschenken. Und versteht ihr, ich muss das immer wieder machen. Immer wieder neu. Du darfst das täglich praktizieren, in dem Gebet auch. In dem Kolosser 1,27 heißt, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist, also für uns da. Und das ist das Geheimnis. Was ist es? Was ist das Geheimnis? Christus, das Rad. Was heißt? Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Freunde, das ist das Geheimnis. Das sagt der Paulus. Sagt, hey, das ist das Geheimnis. Die Katze ist zum Sack aus. Christus lebt in euch. Such nicht weit. Geh nicht weit suchen. Der Bruder Klaus ist nicht weit draussen suchen. Der hat Christus da innen gesucht, weil er nämlich da innen war. Weil du bist geschaffen durch ihn und für ihn. Und du findest dich in ihm. Und das wünsche ich mir. Ich meine, der Bruder Klaus, ich weiss nicht, ich bin begeistert von dieser Geschichte wie ein Mann, wo man gemeint hat, jetzt macht er noch einen Rückschritt, jetzt tut er sich noch dort unten verschanzen, in diesem Loch unten, in diesem Flüeli-Rampf, einen Einfluss gehabt hat. 600 Jahre nach seinem Leben reden wir noch über ihn. Und ist er noch relevant? Und hat er noch etwas zu sagen? Willst du auch etwas zu sagen haben, wo wir in 600 Jahren noch darüber reden? Gewaltig! Lass uns dem als ein Vorbild nehmen. Uns immer wieder mal daran zu erinnern, mal innezuhalten. Mal ruhig zu werden. Du musst nicht 20 Jahre lang abgeschieden leben. Mach mal einen halben Tag. Nimm dir mal einen halben Tag raus, wo du dein Nattel abstellst. Die Newsfeed nicht schaust und einfach hineinschaust. Und dich erfreust an dem Königreich von dem Jesus, der in dir leben will. Versteht ihr, wir sollten jeden Tag Freudentränen vergießen für das, was wir alles haben hier in dieser Schweiz. Uns geht es so gut. Das sage ich meinen Kindern jedes Mal. Sind dankbar für alles, was ihr habt auf dem Teller. Es ist nicht selbstverständlich. Wir müssen aus dem Selbstverständlichen rauskommen und die depressiven Gedanken nehmen und unter die Füße von Jesus Christus tun. Die depressiven Gedanken kommen nur, wenn du auf dich selber schaust und raus schaust und die Angst lässt reinkommen. Schau rein, schau auf, wo deine Hilfe herkommt. Deine Hilfe kommt von Jesus. Und ich werde jetzt etwas machen. Die Band wird einfach 2 Minuten einfach einen musikalischen Teppich legen. Und ich habe mir überlegt, ob wir das Gebet miteinander beten. Aber ich will es persönlich machen für dich. Du hast das Kärtchen, du hast das Gebet auch noch da hinten drauf. Lass etwas entstehen in deinem Herz heute. Nimm das, du darfst das heimnehmen. Nimm dir 2 Minuten und schau innen ins Herz. Bete es vielleicht noch mal für dich, schau es an. Lass den Heiligen Geist zu dir reden. Ich weiss nicht, welches von diesen 3 Teilen vielleicht gerade aktuell ist für dich. Vielleicht stößt der Heilige Geist etwas an. Dann nimm es an, dann mach den Schritt. Sag, okay, das nehme ich als Action Step. Ich gehe heim. Ich separiere mich einmal pro Woche für eine Viertelstunde. Vielleicht musst du klein anfangen. Und weißt du, für Gott kommt es nicht darauf an, ob du den Tag noch mit dir hockst oder 10 Minuten. Er freut sich an jedem Herz, das ihm zugewendet ist. Die kleinste Opfergabe von Danksagung aus unserem Herz macht den Vater stolz und jubelt. Und du wirst rauskommen und merken, es tut deiner Seele gut. Lass uns
die 2 Minuten nehmen. Egal was, du kannst hocken bleiben, deine Augen zumachen, du kannst aufstehen, abhocken, abliegen, whatever, ist mir egal. Aber lass an dein Herz an, was der Klaus täglich in seiner Klause gebetet hat. Und jetzt hast du ein bisschen ein Bild, was das für ein Mann war. Who spread out the heavens? Who can move the mountains? His name is Jesus.